Okay, wir sind in dem letzten Abend Jesus First und ich habe aufs Herz bekommen, ich will über das Thema, du hast es vielleicht schon gesehen, zeige uns den Vater reden. Wir lesen zuerst miteinander Johannes 14, 6-8, ein bekannter Vers. Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, und jetzt die Aussage, um es dir heute Abend geht. Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Oder in anderen Übersetzungen, dann genügt es uns. Es ist noch interessant, was für Wahrheiten können in einem Herz Ausdruck gegeben werden. Tiefe Wahrheiten. Eine existenzielle Frage, die übrigens in jedem Herz auf diesem Planet brennt. Zeig uns den Vater, dann genügt es uns. Und das ist eine sogenannte Urfrage. Und ich weiss nicht, wenn du das Wort Vater hörst, assoziieren wir das ja mit unseren Vaterbildern, die wir in unserem Leben hatten. Und du kannst ja durch die Reihe gehen. Ich habe noch selten einen gehört, der gesagt hat, ich habe einen perfekten Vater gehabt. Viele Väter haben Mängel, viele Väter machen Sachen falsch oder haben Sachen nicht gesagt oder eben doch gesagt, die man nicht hätte sagen sollen. Und ich will dich herausfordern heute Abend. Leg mal all deine Erfahrungen beiseite. Geh mal mit einem weißen Blatt in die Message hinein, die paar Minuten, ein paar Gedanken, wo ich dich mitnehme und lass etwas in deinem Herz pflanzen, wo ich glaube, könnte dich in wahre Freiheit führen. Wahre Freiheit fängt dort an, wo wir anfangen zu verstehen, wer der Vater Gott ist und was er über uns sagt. Also leg das zur Seite, damit wir ein bisschen unbeschwert in das Thema starten können. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, das Ja Gottes zu seiner Schöpfung. Das Ja vom Vater ruft über diese ganze Schöpfung. Du musst wissen, das Leben fängt immer klein und unansehlich an. Es fängt immer im Kleinen an, dunkel, verborgen. Und irgendeiner spricht es durch ins Leben. Das ist mit allem so. Heute Morgen, ich konnte eigentlich bis um 7 Uhr schlafen, aber um 5 Uhr habe ich ein Telefon bekommen von meinem Vater. Er hat gesagt, hey, ein Rind hat noch gekalbert. Kannst du mir noch helfen, das Rind in den Roboter reinzunehmen? Ich bin raus und das Kalb war schon trocken. Ich habe das genommen in meine Arme. Du musst wissen, das Rind heisst Freedom. Und es war mir, als ich das Kalb in das Iglu getragen habe, dass Gott mir sagt, heute Abend wird Freiheit etwas Neues gebären. Amen. Das ist ein Wort für heute Abend, weil ich glaube, wenn wir das annehmen, was heute gesagt wird, du kannst wahre Freiheit erleben. Weil, wenn du das Kälbli nimmst, 8 Monate voran, habe ich mit 30 Tagen auf dem Ultraschall nur ein Herz gesehen. Ein Tolken und ein Herz. Und 8 Monate später, weil das Ja von dem Vater gesprochen ist über seine Schöpfung, kommt da ein Kalb auf die Welt und lebt und alles ist dran. Versteht ihr? Das ist bei den Tieren, bei den Pflanzen, bei den Menschen. Gott hat ein Ja gesprochen über seine Schöpfung. Das Ja ist nicht ein Ja auf Widerruf, sondern ein Ja ist auf ewig. Wenn du denkst, jetzt, wenn du unterwegs bist und die schönen Maisfelder siehst, ein Traum, oder? Wie der Mais wächst, Regen wieder heiß. Hey, als ich im Mai den Mais gesehen habe, 5,5 Tage ist der durchgebrochen. Der Samen im Boden, 5,5 Tage kommt das Spitzchen raus, du glaubst es kaum. Wie schnell die Maispflanze das Ja von dem Vater Gott gehört hat und durchgebrochen ist von dieser trockenen Erde ins Licht. Und dann hatte ich noch etwa 20 Jahre, wo wir Krähen ausgetan haben. Und dann habe ich wieder mein Flaubert mit meinem Zielfernrohr vornehmen und dem Räuber wieder sagen, wo er hingehört. Amen. Weil ich mir etwas verstehe. Niemand rührt mein Mais an.
In Jesus' name. Auch nicht krähen. Verstehst du? Es ist eben das Ja Gottes, das den Unterschied macht. Und ich möchte dich ermutigen, junge Leute, wenn ihr unterwegs sind, schaut nicht immer in euer Telefon rein. Schaut doch einmal die Grashalme an. Schaut doch die Tiere an. Schaut doch in die Fauna, in die Flora. Schaut doch und ihr werdet den Schöpfergott sehen, der eben nicht instant ist, der sogar sagt, Stein singen dem. Ich habe die Heime mit einem alten 84-jährigen Mann ein paar Schwalbennester wieder vor ein paar Jahren. Der macht die selber an mein Hofdach aufgehängt. Und du glaubst nicht, jeden Frühling sind die Nester voll und die jungen Schwälbli kommen und die helfen mir, den Hof frei zu behalten von Flügen. Und sie trällern ein Morgenlied am 4:45, wenn wir rauskommen. Und was meinst du? Ohne zu essen im Bauch, ohne irgendetwas, singen sie ein Lied dem Gott. Verstehst du? Das ist nicht einfach irgendetwas. Wer würde das machen? Die Schöpfung singt, wenn wir nicht singen. Und wenn wir anfangen, sensibel zu sein auf diese Sachen, werden wir das Ja von Gott in so vielen Facetten entdecken. Verstehst du? Es ist nicht weiter weg, es ist vor deiner Nase zu. Aber wir haben ein Problem in unserer Generation, in der heutigen Gesellschaft. Wir leben immer noch von dem Nein her. Es ist immer noch das Nein, das lauert, das immer wieder sagt, es ist doch nicht gut und nein. Und du bist zu wenig und du sollst doch noch und das kannst du nicht und das kannst du nicht. Aber Gottes Ja, das Ja vom Vater, ist nicht ein Ja auf Widerruf. Ist nicht ein Ja, das sich plötzlich in ein Nein verwandelt. Ist ein Ja, das gesprochen worden ist auf Lebzeit. Und das ist unsere Sicherheit. Im Psalm 116,7 heißt es, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Verstehst du? Wenn ich dich heute Abend ermutigen kann, setz dein Vertrauen auf das Ja von dem Gott, weil er hat es in der Schrift gesagt, im Epheser 1, es hat mich gefreut, dich anzunehmen als mein Kind und dir all deine Schuld zu vergeben. Hey, das ist die Wahrheit. Er hat Freude an dem. Das ist ein Ja auf Lebzeiten. Sag deiner Seele, du kannst im Fall wieder zur Ruhe kommen. Der Herr hat dir Gutes erwiesen. Es ist die Wahrheit. Und wenn du das anfängst, lass das Ja in dich hineinstiften, dann wird es einen Unterschied machen. Ich hatte diese Woche ein Abschlussessen von meinem Sohn. Der ist im SCK in einer Förderabteilung. Der ist 7, trainiert schon 3 Mal in der Woche Fußball. Und da ich relativ viel arbeite, kann ich eigentlich praktisch nie an die Turniere mit. Davina geht immer mit. Und er hat gesagt, Papi, wir haben das Abschlussessen von dieser Saison. Kommst du mit mir? Und ich bin gegangen. Und ich habe ja die Leute nicht gekannt und auch die Trainerstaff nicht gekannt. Und wir haben zusammen gegessen und sie kommen zu mir und sie sagen, hey, du bist der Papi vom Caleb. Hey, ich will dir einfach sagen, er ist so wunderbar, dass der Caleb mit in dem Team ist. Der geht voll rein. Der zieht nicht zurück. Der hat keine Angst. Er spielt immer gegen 2 Jahre Ältere in diesem Förderprogramm. Er zieht nicht zurück. Er hat keine Angst. Er gibt nie auf. Es ist so super, dass er dabei ist. Und du bist dort als Vater und die Brust wird immer breiter. Und du denkst, gut, er schlägt mir nach, ist gut, tipptopp, super. Und ich gehe runter, wo wir fertig sind mit dem Essen. Und wir sind mit dem Quad, sind wir dort auf Cham gefahren. Und bevor wir auf den Quad steigen, schaue ich ihm mit den Augen und sage, hey Caleb, ich muss dir einfach sagen, ich bin einfach so stolz auf dich. Wie ich es ihm jeden Tag sage, aber ich habe es ihm nochmal explizit gesagt, ich bin so stolz, wie du deine Leidenschaft in das Fußball hineinleihst. Und alles gibst. Und immer Freude hast. Und alles gibst in den Trainings, egal was. Die Leute sehen das und es ist im Fall wunderbar. Und dass du keine Angst hast, reinzugehen gegen die grossen Gegner, die grösseren Kinder. Und er schaut mich an in dieser Einfachheit von einem Kind, von einem 7-Jährigen und sagt, ja Papi, ich muss ja gar keine Angst haben, weil Jesus ist ja bei mir, ich kann voll rein. Und versteht ihr? Da ist etwas fest geworden, in diesem 7-jährigen Bub. Weil mir das Ja immer wieder bewusst in das Herz einstiftet. Und du hast im Fall die Möglichkeit, das auch immer hineinzustiften. In deinem Freund, in deinen Nächsten, in deine Familie, in deine Kinder, in deine Beziehung. Bis empfang das Ja und stifte das Ja weiter.
Sag, es ist im Fall in Ordnung, der Vater liebt dich. Er will dich in die Freiheit bringen. Das hat mir das gezeigt, weißt, Kinder sind einfach. Sie glauben das, was Jesus gesagt hat. Lass uns mit einem kindlichen Herz an das herangehen. Der zweite Punkt ist, Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Johannes 5, 22 bis 23 heißt, und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer der Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Verstehst du? Es gibt nicht viele Wege zum Vater. Es gibt einen Weg. Sein Name ist Jesus Christus, König der Juden. Er ist der einzige Weg. Nicht viele Wege führen zu Gott. Ein Weg, und der ist schmal und eng. Und wenig finden, dann heisst's. Und wenn du durch bist, durch Jesus durch, kommt plötzlich die Freiheit vom Reich Gottes. Was heisst, das Reich Gottes besteht aus Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Römer 15. Liebe Freunde, gang durch das enge Tor durch. Und wenn du durch bist durch Jesus, ist der Vater nicht mehr der Richter, sondern ein Ja auf Lebzeiten. Hey, ich sage euch eins, wenn der Vater das Ja in dein Herz stiftet, dann hast du festen Boden unter den Füßen. Dann hast du festen Boden unter den Füßen. Und es ist eben seine Barmherzigkeit, die uns zur Umkehr führt und nicht sein Gericht. Und da will ich dich so ermutigen, weil in Micha 7, 18 im Alten Bund heißt es, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Hey, das ist eine starke Aussage. Gott ist im Fall nicht da als Vater und denkt, Mann, jetzt muss ich noch vergeben. Jetzt muss ich barmherzig sein. Er hat Freude, Barmherzigkeit zu zeigen seinen Menschen. Das Einzige, was es braucht, ist ein ehrliches Herz. Gang doch durch das Tor von Jesus, leg ihm alles an und du wirst einen Vater haben, der auf Lebzeiten Ja sagt. Nicht auf Widerruf. Nicht, bis du etwas falsch gemacht hast. Nicht, wenn du mal untreu gewesen bist, sondern die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das heisst so viel wie Jesus ist immer wieder da, um uns wieder zurückzuholen an das Vaterherz an. Und er hat gesagt, ich freue mich, barmherzig zu sein mit meinen Menschen. Also ich liebe es an einem Gott, nachzufolgen und meinen Herr und König zu nennen, der sich freut, dass er Missetaten von seinem Volk gern vergibt und uns Barmherzigkeit zeigt. Ich meine, was für ein Vater ist das? Was für ein Gott, der nicht aus ist, seine Menschen zu vernichten, sondern möchte, dass jedes Menschenherz das Ja hineingestiftet wird und du festen Boden unter den Füßen bekommst in diesen stürmischen Zeiten. Im dritten Punkt, der Vater ist im Fall derselbe. Wir lesen das im Hebräer 13,8. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Genauso kannst du da den Vater einsetzen und der Heilige Geist im Fall auch. Und der Heilige Geist ist im Fall auch der Geist vom Vater. Weil der ist vom Vater gekommen. Weil Jesus hat gesagt im Johannes 14, ich gehe zum Vater. Aber er wird euch einen schicken. Ein Tröster, ein Ratgeber, ein Freund, der näher ist als ein Bruder. Der wunderbare Heilige Geist. Ich will euch so ermutigen. Der Vater ist der gleiche vor 500, vor 1000, vor 2000 Jahren. Und die Jungs kommen rein, sie haben fertig geshootet. Wir wollen etwas miteinander machen. Als ich in der Vorbereitung war von dieser Message, ist mir ein Lied aufs Herz gekommen. Es ist ein Lied, das von einem Mann geschrieben worden ist, Joachim Neander, 1650. Und das ist über 350 Jahre her. Der Mann ist 30 geworden und er hat ein Lied geschrieben, wo wir 3 Strophen davon miteinander singen. Und warum habe ich das mitgebracht? Aus einem Grund. Ich will euch ein Bild malen, dass der Vater Gott vor 350 Jahren im Fall genau der gleiche war wie heute.
Nur weil wir jetzt da neumodische Worship-Songs singen, heisst das nicht, dass diese Songs nicht genau gleich viel Kraft haben und von der Salbung nichts eingebüßt haben. Ich will das mit einem offenen Herz singen. Übrigens ist das Lied nicht geschrieben worden für einen Gottesdienst, sondern zu singen auf Reisen. Wie wunderbar. Da hat es noch kein Uber gegeben, da hat es noch keine S-Bahn gegeben, noch keine Autos. Man ist gelaufen. Und man hat die Songs gesungen. Warum? Um dem Gott alle Ehre machen. Und wir wollen die 3 Strophen miteinander singen. Du darfst hocken bleiben, darfst mitsingen. Wir haben es vorne. Oder einfach auf dich wirken lassen. Mit diesen Augen, hey krass. Der Mann, was in dem Herz von dem Mann abgegangen ist, der ist nur 30 geworden. Aber der hat einen Gott gekannt. Das ist der gleiche Gott, den ich anbete, hier im 2023. Was für eine Ermutigung für uns alle zusammen. Lass uns miteinander den Song singen. Thank you, guys. Versteht ihr? Nichts von der Salbung eingebüßt. Nichts. Genauso aktuell wie Holy, Holy, Holy. Isn't it beautiful? Hey, ich liebe es, können zu realisieren, dass der Vater Gott auch vor 350 Jahren genau den gleichen Punkt in Menschenherzen berührt hat, wie sie unsere Herzen berührt. Es ist der gleiche Geist, der gleiche Vater, der gleiche Jesus, der in diesem Mensch aktiv war. Wir kommen zum letzten Punkt, und zwar die Freude des Vaters zu sehen, wie seine Kinder überwinden. Das ist die Freude vom Vater. Wenn das Ja in dein Herz gestiftet wird, jeden Tag von dem Schöpfergott. Im Lukas 12,32, ein wunderbarer, ermutigender Vers, wo Jesus sagt, hab also keine Angst, kleine Herde. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Hey, das ist eine gute Botschaft heute Abend am Sonntag. Es ist wunderbar. Da ist ein Vater Gott, der das Reich Gottes uns gern schenkt. Werdet zu guten Empfänger. Sind Kind und sagt, ja, ich will das Reich Gottes annehmen. Ich will anfangen, die Barmherzigkeit, den Frieden,
Die Freiheit anfangen zu erleben an meinem eigenen Herz. Und ich will dich so ermutigen. Ich will dich ermutigen, das zuzulassen. Er hat Freude, wenn seine Kinder überwinden können. Und überwinden kannst du nur, wenn du anfängst, in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Das heisst nichts anderes als im Geist leben. Ich bin in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Wenn es heisst, Gott hat Freude gehabt, mich als sein Kind anzunehmen, dann sage ich, ja, das stimmt. Es ist so. Und es ist gut so. Und er hat ein Ja gesprochen über mein Leben, unzerbrüchlich. Egal, was der Teufel sagt, egal, was seine Dämonen sagen, egal, was mein Nachbar sagt, egal. Die Wahrheit ist, mein Vater hat ein Ja über mein Leben. Und ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche gehabt zur Vorbereitung von dieser Message und ich habe gemerkt, in euren Herzen ist immer, an sehr vielen Orten fragt ihr, hey, bin ich auf dem richtigen Weg? Jesus, ist der Job, den ich mache, meine Bestimmung? Ist das, was du für mein Leben parat hast? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich will euch so ermutigen. Der Vater im Himmel sagt, es ist gut, gang vorwärts. Wir vertrauen am Vater mehr, uns richtig zu führen, als der Teufel uns zu verführen. Wir vertrauen mehr, dass Gott Türen auftut, wo wir durchlaufen können, als dass der Teufel uns irgendwo in die Irre führen oder wir Angst haben, Entscheidungen zu machen. Los, gang vorwärts, nimm Land ein, es ist im Fall gut. Er ist mit dir. Hey, das sind die Worte, die von einem Herz von Gott entspringen. Wenn du fragst, was deine Bestimmung ist, ich lese es vor, 1. Petrus 2,21. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Liebe Freunde, das Leiden hat nichts zu tun mit Schmerzen und Krankheit. Das Leiden, wo er da meint, heisst, nicht jeder wird jubeln, wenn du sagst, Jesus ist König. Nicht jeder wird dir von deinen Freunden sagen, hey, so super folgst du Jesus nach. Nicht jeder, wenn du sagst, hey, es gibt im Fall zwei Geschlechter, Mann und Frau und nichts anderes. Nicht jeder wird applaudieren. Nicht jeder wird sagen, hey, Sexualität ist etwas Wunderbares geschaffen zwischen Mann und Frau in der Ehe. Nicht jeder. Das ist von dem, wo der Petrus da redet. Er sagt, freut euch doch, wenn ihr ein bisschen Ablehnung erleben in eurem Freundeskreis. Und Jesus euch für würdig erachtet, ein bisschen Ablehnung zu tragen. Er hat die ganze Schmach getragen und er erhaltet uns für würdig, dass wir auch in seinen Fußstapfen nachfolgen und ein bisschen Ablehnung erleben, für dass wir für die Wahrheit anstehen. What a blessing! Verstehst du? Ich weiss, das wirst du nicht oft hören in der Church, aber es ist wahr. Es ist die Schrift. Hey, freu dich doch. Es ist doch herrlich und wir werden Böses mit Gutem vergelten. Wenn die Leute schlecht reden über uns, Lügen verbreiten, werden wir sie segnen und werden ihnen das Beste wünschen. Ich sage dir eins, es wird kumuliert auf dein Leben zurückkommen. Du wirst es sehen, weil die Schrift sagt, Jesus sagt selber, betet für die euch verfluchen. Segnet die es böse meinen mit euch. Und ihr werdet eine Freude haben im Herz, weil Gott euch alles wird geben, was ihr braucht. Am Schluss heisst es, the caller is the keeper. Der uns beruft, ist auch der uns versorgt. Und verstehst du, das ist ja die Essenz, wenn wir von dem Ja, von dem Vatergott auf festem Fundament bauen wollen. Der uns berufen hat als seine Kinder, ist auch der uns behaltet. Er, der dich berufen hat, dort wo du bist, er ist auch der dir hilft, dort zu bleiben und dich zu entwickeln und zu überwinden. Mach keinen Selbstkampf daraus. Verlass dich auf den Vatergott, der jede Tür auf und zu tun kann. Und du laufst einfach durch. Und manchmal gibt es einen Schwenk und dann hängst du wieder ein. Liebe Freunde, es ist im Fall möglich. Der uns berufen hat, ist auch der uns
versorgt und behaltet auf dem Weg von der Gerechtigkeit um seinen Namens willen, wie es im Psalm 23 heißt. Und dann ist es möglich, liebe Freunde, wenn wir von dem Ja, von dem Gott her leben, und wir werden das nachher praktisch auch miteinander noch machen, dann ist es möglich, mit Würde durch das Leben durchzugehen. Ich möchte euch eine Story erzählen zum Abschluss. Am 23. April 2023 ist der Gary Keller, ein geistlicher Vater für die Schweiz und auch für andere Nationen weltweit, ist gestorben. Und einen Tag nachdem er gestorben ist, hat der Willi, mein geistlicher Vater, der 40 Jahre guter Freund war von Gary, hat mir angerufen und hat mir eine Geschichte erzählt, die ich mit euch teilen will. Zur Ermutigung und auf Erbauung. Er hat gesagt, Dominik, ich muss dir erzählen, ich war 4 Wochen vor dem Tod von Gary noch bei ihm gewesen, mit der Gertrud, bei der Lilo, beim Gary daheim in Dickbuch. Und wir haben zusammen einen Kaffee genommen. Und wir haben etwas gegessen und wir haben miteinander geredet. Und plötzlich schaut mich der 92-jährige Gary an, schaut mir tief in die Augen und sagt, Willi, du wirst mich nicht mehr sehen. Ich habe Jesus gesagt, ich bin parat. Er hat es 2-mal gesagt. Willi, du wirst mich nicht mehr sehen. Ich habe Jesus gesagt, er darf mich holen. Und 3 Wochen später ist er gestorben. Und was will uns die Geschichte zeigen? Wie wunderbar ist es, wenn man sein Vertrauen auf den Vater aller Vaterschaft setzt. Ist für mich so eine Ermutigung. Warum heisst es nicht, dass man auch wir mit so viel Beschütztheit und so viel Würde von dieser Erde abtreten können? Ob das in 50, 60, 70 oder 80 Jahren ist oder nächste Woche. Gott sucht Freunde, die nahe im Herz sind. Und da möchte ich dich so herausfordern. Mich hat das so ermutigt. Ich habe gesagt, Jesus, könnte ich nicht auch einmal sagen am Ende von meinem Leben, ich bin parat. Danke, Jesus. Du kannst mich heimholen. Weil eines Tages werden wir das Lamm sehen. Und das ist das, was mich antreibt, liebe Freunde. Irgendeinmal werden wir den Gott sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Jede Träne wird weggewaschen. Jede Frage wird sich erübrigen. Ich will das Lamm sehen. Das einzige würdig, die Siegel aufzutun. Dann werden wir vom Glauben ins Schauen treten. Es wird wunderbar sein. Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Ohne Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir können doch morgen schon gehen. Und wir werden in die Augen von der Liebe schauen, weil der Vater immer schon wollte, eine grössere Familie. Der Tod hat nichts mehr in uns. Die Sünde hat nichts mehr in uns. Und heute Abend werden wir es praktisch machen. Die Band wird uns in 2 Songs nehmen. Und wenn du heute eine Antwort auf das Ja von dem Vater Gott willst geben, dann hast du die Möglichkeit. Hey, heute ist der Tag von der Rettung. Heute kannst du umkehren. Heute kannst du sagen, Vater, also wenn da noch mehr ist, bitte, ich will es gerne haben. Bitte. Bitte, ich will das Ja von dir mehr in meinem Herz eingebrannt haben. Das ist nicht etwas, was wir da rein haben müssen. Das kommt von da rein ins Herz. Aus dem Geist. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Mein Gott hat ein Ja gesprochen. Egal, was die anderen sagen. Und ich sage dir eins, dann hast du festen Boden unter den Füßen. Für dein ganze Leben. Die Welt ist turbulent, ich weiss es. Aber darum setz auf das Ja Gottes. Setz auf das Ja von dem Vater. Und Jesus ist der Weg durch. Gang einfach durch. Und wenn wir jetzt in die Anbetungszeit gehen, möchte ich dich einfach ermutigen. Stand auf aus deinem Sitz und komm. Wir haben so viel Platz da auf der Seite, in der Mitte da. Bitte gib eine Antwort. Gang auf die Knie
hock am Boden, whatever. Aber mach einen Schritt. Und wir machen nicht die Augen zu. Und die wollen dir das Leben Jesus geben, heben noch die Hände, damit es die anderen nicht sehen. Wenn du am FCZ-Match bist, kannst du auch jubeln und sagen, come on! Und wenn Jesus dein Leben erobern will, dann bitte zeig es doch öffentlich. Zeig doch, ich bin der mehr will. Ich bin nicht da gekommen, um Gleichheit zu gehen, wie ich gekommen bin. Ich will mehr von dieser Vaterliebe erlebt haben in meinem Herz. Nicht, dass ich noch freier sein kann, sondern damit ich noch etwas zu geben habe am nächsten. Und für das wollen wir beten. Wir haben Prayer-Teams, die durchgehen, die für euch beten. Bitte mach es persönlich zu dir. Es ist dein Aufruf. Du und dein Gott zusammen. Und wenn du da bist mit Freunden und du kennst einander, darfst du gerne auch füreinander beten. Please, feel free, betet das Ja von dem Gott über euer Herz. Und ich glaube, dass seine Gegenwart etwas freisetzt. Und ich verfluche jeden weisen Geist und jede Ablehnung und jede Scham und jede Anklage und sprich Leben, Leben, Leben. Und Durchbruch zum Leben. Für nächste Woche und für die Zukunft. Also nimm das Angebot an. Mach deinen Weg führen, egal wo, ist mir egal. Gang auf die Knie, ruf zu deinem Gott und betet füreinander. Und wenn wir sehen, was die Gegenwart von Gott tun kann in unseren Herzen. Thank you, guys. Ich liebe es, so einen Moment zu haben, auch in einer Message, wo ich wie merke, okay, jetzt hat der Heilige Geist etwas ganz direkt zu mir gesagt. Eine Erkenntnis oder etwas, wo er auch merkt, okay, da leitet bei mir der Finger drauf. Vielleicht ist es sogar ein bisschen herausfordernd. Und gleich weiss ich, Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe eifert um mein Leben. Und ich glaube, du hast auch so einen Moment gehabt jetzt und nimm die mit. Das sind für mich so die Schätze, die ich in meinen Alltag nachher transferieren will und mich damit beschäftigen. Mein Denken soll geprägt sein von genau so Erkenntnis, die Gott mir schenkt. Schreib das vielleicht nochmal auf oder bete nochmal darüber und vor allem vergiss es nicht, was Gott dir gesagt hat. Jetzt möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Wir machen am Ende von dem Jahr eine Young Adults und Youth Conference hier bei uns in The Hall. Und ich lade dich ein, bist dort mit dabei und rutsch mit uns und vor allem mit Jesus zusammen in das neue Jahr. Es wird so eine kraftvolle, lebensveränderte Zeit sein. Melde dich an.